Kölsche Ding der Woche. Uli und Frank präsentieren euch der Podcast zur stärksten Stadt auf der Welt. Kompakt, subjektiv, völlig vor in die Nummer und natürlich für lau. Hallo, herzlich willkommen, schön, dass ihr alle wieder da seid. Hier ist eine neue Folge vom Köln-Ding der Woche mit dem unglaublichen Gappes Frank. Ja, und mit dem Erdäpfelschlot Uli. Wir haben heute einen wichtigen Auftrag zu erfüllen. Mir ist es heute bei einer Tour schon wieder passiert. Wenn ich fremde Gäste durch die Stadt führe, gehe ich mit denen auch ganz gerne zwischendurch einen Kölsch trinken. Und dann werfen die immer einen Blick im Brauhaus auf die Kölsche Vordergart. Und 9 von 10, die nicht von hier kommen, fallen auf den halben Hahn rein. Ja, und man muss ganz klar sagen, wir sind von uns selbst ernannten Auftrages des Kölschen Gaststätten- und Brauhausgewerbes, wollen wir da jetzt mal Licht ins Dunkel bringen. Wir sind übrigens gerne bereit für eine Kooperation. Ne? Also wir haben ja Ohrens Durch und Hunger. Ne? Ich will mich jetzt hier nicht so anbiedern. Aber wir fangen mit dem absoluten Klassiker an, dem halben Hahn. Der halbe Hahn ist eben nicht das halbe Hähnchen, um es direkt mal vorwegzunehmen, sondern der halbe Hahn ist, jetzt Achtung, das ist sehr wichtig, ein Röggelchen, das ist ein Roggenbrötchen, da kommt dann Butter drauf, dann kommt da Mittelalter oder alter Gouda, auf jeden Fall kein junger Gouda drauf. Dick, sehr dick geschnitten, dann garniert mit ordentlich Mostard. Also Senf. Und dann dicke, fette Öllig da drauf. Genau, und dann genießen. Öllig sind... Ach so, Zwiebel. Ja, gut. Ja. Und dann zum Kölsch genießen, ist ein Traum. Also zum Kölsch passt das ganz hervorragend. Es ist aber kein halbes Hähnchen, heißt halben Hahn. Wir werden mal eine extra Folge machen, um zu erklären, wo dieses Wort herkam. Aber jetzt wollen wir natürlich den Rest der Speisekarte noch durchgehen, damit ihr nicht auch nicht drauf reinfallt. Da fangen wir uns an mit dem Erdäpfelschlot. Das ist ein hundsgemeiner Kartoffelsalat. Wir gehen jetzt mal so ein bisschen alphabetisch durch und haben das ein bisschen einfacher. Ja. Als nächstes käme dann die Ätzezupp und das ist Erbsensuppe und die gibt es klassischerweise an Fastelovend als Grundlage, damit man anschließend richtig viel Kölsch drauf kippen kann. B beginnen wir mit der Bratwurst. Das ist eine Bratwurst. Der ultimative Tipp übrigens ist die Bratwurst am Meter im Sion Brauhaus. Der Sion Pfannenputzer, so heißt er. Dicke Bunne. Dicke Bunne ist ein arme Leute Essen. Das sind also tatsächlich dicke Saubohnen. Die nennt man woanders auch Puffbohnen, Ackerbohnen oder Schweinsbohnen. Und dann einfach eine Scheibe Speck dazu. Und meistens gibt es noch ein bisschen so ein paar Kartoffeln oder sowas dazu. Ist allerdings nur dann wirklich gut zu brauchen, wenn man sich anschließend an freier Luft aufhält. Ich sag mal, klassisch dazu, oder nicht klassisch dazu, ist Quatsch, aber eine andere Bunneart sind die Fitschbunne. Das ist ein bisschen in Vergessenheit geraten, weil das nämlich saure Bohnen sind. Die werden eingelegt und werden dann ähnlich wie Sauerkraut so ein bisschen säuerlich. Das ist super lecker und findet man aber nicht mehr ganz so häufig auf Speisekarten, muss man sagen. Die nächste Speise, die ist nur was für den ganz hartgesottenen Magen. Also das ist jetzt was für absolute Profis. Das Hämmchen. Das Hämmchen ist eine Schweinehaxe. Bis hier noch ganz gut. Und wenn die gegrillt ist, ist das auch kein Hämmchen, sondern ist das eine Haxe. Dann schmeckt die eigentlich auch ganz gut, ist allerdings auch schon echt ein Brecher. Also da musst du viel Hunger für haben und abends nichts mehr vorhaben. Das Hämmchen allerdings, und jetzt wird es ein bisschen heftig, das ist eine gekochte Schweinehaxe, so ähnlich wie Forelle blau. Ne? Und das ist wirklich nichts für jedermann was. Das ist ein bisschen schwabbelig, ehrlicherweise. Naja gut, das ganze Fett, das ist dann halt schwabbelig und nicht kross. Ne? Ja, ich finde es eklig. Ich finde es auch eklig. Das sieht auch eklig aus übrigens. Ein absoluter Klassiker in der Kölschen Küche ist Himmel und Äd. Das ist Kartoffelpüree mit Apfelmus, manchmal auch mit Stücken. Und dazu gibt es gebratene Blutwurst, also die Blutwurst oder die Flöns oder wie auch immer. Himmel und Äd heißt das deswegen, weil Himmel und Äd heißt das deswegen? Weil aus die Äpfel im Himmel wachsen und die Kartoffeln in der Äd. Da kommt das her. Äd. Ist übrigens gar kein so kölsches Gericht. Das heißt, wird in Köln so promotet. Die Franzosen essen das auch. Also das ist ganz normales Essen. Ja, die Franzosen essen alles. Die essen aber nicht das arme Leute essen, was wir als nächstes haben. Klatschkis mit Qualmänner. Qualmänner sind Bellkartoffeln. Und Klatschkis ist nichts anderes als Quark. Also das ist wirklich ein arme Leute essen. Quark mit Bellkartoffeln. Jetzt kommen wir zu etwas wirklich ganz, ganz Vorzüglichen, dem Kölsche Kaviar. Na gut, das ist die Blutwurst. Ne? Lecker mit Brötchen und Zwiebeln und Gewürzgurken und reichlich Senf ist das wirklich
Also ich esse die ganz gern. Gebe es mit Fettstücke und ohne Fettstücke. Ja, Das ist was Leckeres. das ist was Leckeres. Dann haben wir noch Miesmuscheln. Jetzt kann man sich wundern, wieso in Köln Miesmuscheln. Also klassische auf rheinische Art gemacht, mit Schwarzbrot dazu, ganz wichtig. Das hat eigentlich eine geschichtliche Bewandtnis. Als es früher hier noch den regen Handel auf dem Rhein, gut, den gibt's ja immer noch, aber früher noch den regen Handel auf dem Rhein gab mit dem Stapelrecht, dazu müssen wir mal eine Folge übrigens dringend machen irgendwann. Da wurde Köln vom Norden aus mit Muscheln beliefert und vom Süden aus mit Wein. Kipp beides zusammen, du hast Miesmuscheln rheinische Art, hau noch ein bisschen Möhren, Lauch und Zwiebeln da rein und schon hast du ein wunderbares, leckeres Essen. Die besten Muscheln gibt's im Bieresel auf der Breitenstraße. Ist das so? Weiß ich nicht. Ja, doch. Aber früher war das so. Ist das immer noch renommierteste, so? das renommierteste Muschelrestaurant. Gibt es auch nur in den Monaten mit ER am Ende. Richtig? Also ich dachte immer nur aber die heißt ja die ER. Ja, Ja, ist richtig. ne? Also im Januar. Deswegen wird R am Ende nicht mit ER. Dann gibt es noch ganz, ganz lecker Murrejemanks. Das ist ein Möhrendurcheinander. Also unzählige Varianten gibt es davon. Also Hauptzutaten sind Möhren und Kartoffeln. Die beste Murrejemanks kommt natürlich von der Mama. Ne? Süß wird's bei den Mutze-Mändelchen. Das sind halt so in Fett ausgebackene Teig ist das. Auch nichts für den kleinen Hunger. Kann man aber wunderbar als Grundlage nehmen, wenn man sich ordentlich einen draufkippen will. Ähnlich, sag ich mal, wie Mutze-Mändelchen sind Nonnenpfürzchen. Das ist ein ganz, ganz lecker. Das sind Wasser, Butter, Zucker, Mehl und ein bisschen Backpulver und dann macht man Teig und dann wird das schwimmend gebacken, mit Puderzucker bestäubt. Alles sehr, sehr lecker. Der Name des Begriffs Furz abzuleiten ist allerdings falsch. Nach dem Wortbuch der Gebrüder Grimm stammt das Wort vom französischen Farce, die Füllung. Und dann haben wir natürlich noch die Brumme-Tat. Brumme sind Pflaumen. Tat ist ein Kuchen, das kommt übrigens tatsächlich aus dem Französischen. Tart ist das französische Wort für Kuchen. Und das ist halt so ein Hefekuchen, Brummedrupp und dann Zimt und Zucker und natürlich irgendwie das Ganze ertränkt in 2 Kubikmeter Sahne. Dann schmeckt es dem Kölschen erst richtig gut. Dann haben wir noch, ich sag mal, wenn man Probleme mit dem Magen hat, manchmal nicht so gut, aber die Riefkoche, ganz klar, ganz klassisches kölsches Essen. Da haben die Blackfoes mal drüber geschrieben im Briefkochewalzer. Was sollen wir mit Austern und Schnecke? Was sollen wir mit Spaghetti und Schlort? Mam, schnapp da de Pann, 15 Stück, pack ob der Mann. Riefkoche, das ist ein Delikatesse. Die besten Riefkoche in Köln gibt es übrigens in der Salzgasse, mitten in der Altstadt, in der Riefkoche-Bud von Christina. Die kann man da nur auf die Faust sich holen, da kann man sich nicht reinsetzen, aber das sind mit Abstand die besten Kölner Riefkoche und ich kenne mich aus. Ja. Dann gibt es natürlich den klassischen Surbrode, der eigentlich früher häufig aus Pferdefleisch gemacht wurde. Also eigentlich war das klassischerweise. Ja, aber ich will das jetzt, ne, weißt du, ich meine, vielleicht hört ja auch Hanni und Nanni zu oder wie auch immer. Wir haben letztens was über Hunde gesagt, die wir gekochen beim wie hieß er noch? Ja, aber das Pferd ist Dude und der Brode ist Sur. Ja, auf jeden Fall Pferdefleisch habe ich einmal in meinem Leben gegessen. Also Pferdefleisch kann man auch ganz gut essen, kann man nicht anders sagen. Eine Sache, sag ich mal, trennt die Spreu vom Weizen, mit Rosinen oder ohne Rosinen. Du bist? Ohne Rosinen, definitiv ohne Rosinen. Ganz schlimm. Mir ist es ja. Ich sage immer Mümüsse dazu. Ey, das ist ja eklig. Was sind denn Mümüsse? Popel. Ja. So schmecken die auch. Ach, das stimmt überhaupt gar nicht. Außerdem hast du schon mal so riesige Popel gehabt. Ja. Da musst du aber mal zum Arzt gehen, ey. Da machst du manchmal echt Gedanken, ey. Also, wer jetzt überhaupt keinen Hunger mehr hat, beziehungsweise wer jetzt keinen Hunger hat oder zumindest einen Appetit, dem kann ich auch nicht mehr helfen, ne? Und wenn ihr dann bitte nächstes Mal in ein kölsches Brauhaus, in eine kölsche Kneipe, in eine kölsche Gaststätte geht, lasst das Wiener Schnitzel einfach mal rechts liegen. Traut euch mal an die kölschen Köstlichkeiten ran. Die schmecken übrigens auch viel, viel besser zusammen mit dem Kölsch als alles andere. Ja, und denkt auch nicht über euer Gewicht nach, ne? Weil ihr habt mal Zeiten, da war Übergewicht en vogue. Das kommt auch wieder. Wir arbeiten Ne? dran. Da ist übrigens mein Lieblingswitz zur Diät, ist 2 Reinigungsfachkräfte innen im Jötzenich, seht die ein, hören's, ich mache jetzt Diät. Seht die andere, Jod. Da mache ich die finster. Jetzt müssen wir den Witz für die Nichtsprache erklären, aber ist mir zu doof. Also, geht ins Brauhaus, geht in die Gaststätten, haut euch Himmel, Murremangs und sonst ja darin. Guten Hunger, bis demnächst und bleibt uns gewogen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Und da wir natürlich absolut davon ausgehen, dass euch der Podcast gefallen hat, folgt ihr jetzt natürlich auch bei Spotify und zusätzlich noch auf der Webseite des Köln-Lotsen, köln-lotse.de oder bei dem ganzen Social-Media-Gedöns, Instagram, Facebook und wie sie alle heißen, überall einfach Köln-Lotse gucken, dann findet ihr uns.